Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz Reaction vor dem Frankfurt-Spiel, wo es jetzt um das Thema Rassismus im Sport oder allgemein geht. Ich weiß nicht genau, worauf es hinauslaufen wird. Ähm, ja, und damit gehen wir rein. So I can be a bit clear about what I'm saying. But it's a difficult topic because I think it happens in this day and time anyway, where these type of topics are even more difficult to discuss. Ich mache mal Untertitel mit rein. Leider sehen Untertitel auf Deutsch nicht. Ja, ist schon automatisch erzeugt, aber leider nicht auf Deutsch. Ich werde versuchen, alles einigermaßen zu verstehen, aber ist für mich halt auch nicht ganz so einfach. Aber ich denke, mit Untertitel ist es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen einfacher. Aber wir gucken mal. Teams than it used to be in the past, you know. So you have on one side, because I watched the game live. I tried to to watch the Dortmund game, but it was on Prime apparently, so I didn't have the right thing. So I ended up watching Madrid and Benfica, and I was really intrigued by the game, you know. So I saw it happen live, and then there's a couple of different components to this story. There's what happens on the pitch. Second, there's what's happening with the fans as well. Third, there's what happens after the game. And for me, in those three things, there's some clear separations we need to make. So what happens on the pitch, for me, you have Vinny Jr., who, when you watch the action itself, his reaction cannot be faked. You can see it. His reaction is an emotional reaction. I don't see any benefit for him to go to the referee and put all this misery on his shoulders. There is absolutely no reason for Vinny Jr. to go and do this. And he does it, and when he does it, I think in his mind, he's doing it more because it's the right thing to do. Ich habe die Szene natürlich nicht gesehen. Ich bin da nicht auf dem Laufenden. Ja. Erstmal finde ich es gut, dass er schon mal in 3 Parts unterteilt. Ja, und wenn es natürlich super emotional ist. Schwieriges Thema, Alter, ja. Ey, Menschen können dreckige Schweine sein, ja. Ich möchte das dem Winnie nicht unterstellen, beiden nicht, jetzt eher irgendwie, ja. Aber wenn ihr euch mal die Story um Gil Ofarim anschaut, das war auch ein super emotionales Statement, was er danach gebracht hat. Aber natürlich hat er Zeit gehabt, hat sich da hingehockt und dann irgendwie Mist erzählt. Ist natürlich auf dem Fußballfeld, ja, ich möchte ihm das auch nicht unterstellen oder sowas, nicht falsch verstehen. Aber ja, das immer so, wie gesagt, habe die Szene nicht gesehen so, ja, ich kann es nicht einschätzen. Und ja, ich gehe da mit, den Take, den Winnie da gerade machen will oder macht. Welchen Grund sollte es geben, zu sagen, ey, der hat mich rassistisch beleidigt? Das ist ja auch Schwachsinn. Ja, also. In that moment. So he goes and does it, and next to him you have Kylian Mbappe, who normally always stays quite diplomatic and on every side, and Kylian Mbappe is really clear about what he heard and what he saw, and is even more clear after the game when he speaks about it. Okay. So all of this happens, but then of course you have a player who's hiding what he's saying in his shirt. And on the end you have this side of it, which I think is a little bit okay. You have a player who's complaining, you have a player who says he didn't do it. And I think unless the player himself comes forward, it's difficult. It's a difficult case. So I understand this. But then in the background, you see in the stadium, there are people doing monkey signs. It's happening in the stadium as well. It's happening. You can see it's in the video. So it happens. You have on one side. Schmutzmenschen, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Also alle Schmutzmenschen. Seht ihr das Rote gegen Rassismus im Hintergrund? Also, Leute, wer ein Rassist ist, sorry, Alter, ey, werd klar im Schädel. Ja, wir sind am Ende des Tages alles Menschen, Alter. Wer das nicht rafft, ja, der, weiß ich nicht. Also, geht in meine Birne nicht rein, habe ich kein Verständnis für. Ja, ich kann da eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, Alter. Es ist eine Katastrophe. Ja. Also Affengeräusche oder sonst was oder früher, ich meine,
bei Oli Kahn war es nochmal ein bisschen was anderes in Dortmund, wenn da 500 Bananen geflogen gekommen sind, so, ja, weil er ein weißer Spieler ist, kein dunkelhäutiger Spieler. Keine Ahnung. Ja, wir sind aber auch 15 Jahre weiter, Alter. Ja, und die Menschen sollten eigentlich ein bisschen klarer in der Birne sein, aber wenn wir ehrlich sind, geht es ja gegen das genaue Gegenteil heutzutage. Ja, es wird ja immer trendiger, populärer, ein rechter Wichser zu sein. Ja, und das auch frei zu äußern auf Social Media, etc. Ja, es ist ja wieder geil oder trendy, ein rechter Wichser zu sein. Und wenn du ein linksgrün Versiffter bist, dann wirst du als linksgrün Versiffter betitelt. So, ja. Wir leben in einer wilden Zeit, Alter. Ja. Und das betrifft ja nicht nur, ich meine, wir brauchen jetzt nicht Amerika als Beispiel anführen, da ist ganz vorbei. Ja, wir leben in einer traurigen Zeit, was das Thema Rassismus angeht. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und guckt euch nur unsere Politik an. Ja. Guckt euch die Politik der CDU, CSU an. Ja. Das ist auch schon wilde Politik. Ja. The altercation between the players. You have on the other side what happens in the stadium as well. And then for me, even worse, and I'm clear in what I say, is what happens after the game. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. Also jetzt mal ernsthaft, ich bin auch kein Freund von Vinicius Junior. Ja? Das ist für mich charakterlich Neymar auf Steroiden. Ja? Sportlich gesehen. Ja? Immer sportlich gesehen. Über alles, was ich hier rede, diskutiere, ist sportlich gesehen. Ja? Was er am Ende des Tages für ein Mensch ist, kann ich nicht beurteilen. Ja? Aber kein Mensch auf dieser Welt hat rassistische Beleidigungen zu erfahren. Oder man rechtfertigt das dann, wenn Jose Mourinho das getan hat, ist er einfach auch ein Schmutzmensch. Ja? Man rechtfertigt das nicht damit, oh, ja, aber der ist eigentlich ein Arschloch, der ist eigentlich ein Wichser. Der hat einen Charakter, der Müll ist. Ja, mag sein. Ja? Aber dann beleidigt man ihn nicht rassistisch. Du kannst ja Menschen beleidigen. Ich beleidige auch Menschen, Alter. Was ist los? Ich werde auch oft genug beleidigt. Ja? Aber beleidige Menschen nicht rassistisch. Also das ist, what the fuck? Alter, das ist unterste Schublade so. Ja, also man weiß gar nicht, ich meine, ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, die meisten Menschen, die rassistisch beleidigen, die können das ja auch gar nicht nachvollziehen, was sie damit anrichten. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt. Ja, wenn du ein weißer Mensch bist, hast du keine Ahnung von Rassismus, Alter. Punkt. Ja, da kannst du dich noch da so hinstellen und einen erzählen und sorry, bist du ein weißer Mensch auf dieser Welt, hast du keine Ahnung von Rassismus, Alter. Ja. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of Eusebio. To say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. What the fuck, das war Mourinhos Take? Benfica kann nicht rassistisch sein, weil der beste Spieler von Benfica Eusebio war. Das ist ja geil. Das ist ja ein geiler Take. Was ist das denn für ein Sinn? Was hat ein ehemaliger Spieler damit zu tun, was die aktuellen Spieler sind? Und was hat die Nationalität damit zu tun? Da kannst du ja besser einen Take bringen wie, ja, Benfica kann nicht rassistisch sein, weil wir 12 Nationen in unserem Verein haben. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das wäre ja ein Take gewesen. Ja, den du bringen kannst. Oh, was ist das denn für ein Take? Ja gut, dass der Mourinho auch nicht ganz richtig in der Birne ist, das wissen wir ja auch alle, oder? You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s also who made his way. Probably at the time, the only option they had is to be quiet.
Das ist ja, was ich gerade sagte, was ich meine, ja. Du kannst das als weißer Mensch einfach nicht nachvollziehen, Alter. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Ja, mal klar, du kannst dir das anhören, du siehst, auch Vinny wird gerade emotional, ja, wird ein bisschen aufgeregt, aber völlig zu Recht. To say nothing and to be above it and to be 10 times better, to get Ja, ganz genau. Du hast halt einfach deine Fresse zu halten, ne, und das runterzuschlucken. Das war so, ja. Und das ist ja auch, was ich gerade schon sagte als Beispiel mit den Bananen gegen Olli so, ja. Da reden wir jetzt nicht von Rassismus so, da gab es genug andere Fälle, ja. Also, denk mal 10, 15 Jahre zurück. Ich denke, da waren Affengeräusche, gang und gäbe, ja, auf Fußballplätzen. Ähm, ja, wir sollten weiter sein, ne? Wir sollten weiter sein als Gesellschaft. Gerade was den Fußball betrifft, aber gerade was den Fußball betrifft, gibt es halt auch sehr, sehr viele verirrte Seelen und sehr, sehr viele auch Gruppierungen, die in 'ne ganz andere Richtung gehen leider. a little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today, to use his name to make a point about Vini Jr., who's actually finally in a situation where he can say something about it. There's a lot of players who play in different leagues still in Europe who don't have a voice. Ja, hat er recht. Ja, ich glaube auch, dass es Ligen gibt, auch in Europa, äh, wo du deine Fresse nicht aufmachst, wenn du rassistisch beleidigt wirst, ne? Bin ich mir sehr, sehr sicher, ne? Grüße gehen raus Richtung Osten, ne? Gibt es mit Sicherheit so einige Ligen, wo du besser deine Fresse hältst, wenn du rassistisch beleidigt wirst und so wie es, in der 60er, 70er war, es einfach noch runterschluckst, ja? Und es ist richtig und wichtig, ja, dass, wenn sowas vorkommt, ja, es gab ja schon öfter mal Fälle im Fußball, wo dann auch eine geschlossene Mannschaft vom Feld gegangen ist, ja? Und das sind Aktionen, die sind richtig und wichtig, Alter. Scheiß auf Rassisten, Alter. Die haben auf der Welt nichts zu suchen, die haben im Fußball schon gar nichts zu suchen. There's players today in Hungary, in Bulgaria, in Serbia. If something happens to them and they are black players, Ja, ich habe ja gesagt, Grüße in den Ostblock, wa? Ja. they have zero chance to have any kind of support. Vini Jr. at least is in a situation where a lot of people have made it possible for him to take this moment and to protest in this moment. You know, and then I'm thinking how it is that you can. So I'm not. It's a difficult thing for me to speak about because, to be honest, in many ways, and I say it very honestly, I don't actually fit in what I see today in the world that is happening in the world. Me personally, I don't see my place in a lot of the things that are happening in today's world. Ja. Ich fühle seine Worte, Alter. Ich fühle seine Worte und ich finde es gut, dass Vinny diesen Take jetzt auch macht, ja? Es war schon mal vor 'n paar Monaten 'ne Frage, die hat er abgeblockt, wo es auch um Rassismus ging und deswegen finde ich's gut, dass er grade den Take macht und er geht ja jetzt auch darauf ein, was grade in der Welt so los ist und wie ich ja grade schon sagte, Recht sein ist populär, ja? Traurig. I really don't. So I don't want to be a part of one group. I don't want to be a part of the other group. But if I see the situation, Ich bin da nicht neutral, ja? Wenn ihr rechter Spinner seid, 'n Rassist seid, dann verpisst euch hier vom Kanal. Ich wiederhole es öfters mal, ja? Dann gehen alle paar Monate mal 'n paar hundert Leute hier. Das ist aber auch völlig, richtig und wichtig, ja? Noch mal hier, wenn du 'n Rechter bist, 'n Rassist bist, verpiss dich hier vom Kanal, Alter. Ja, dass du dann Bayern-Fan bist, ist traurig genug, aber ich will dich hier nicht haben. Gar nicht. Null. with the player, I would like to see a situation where my dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize and say, I'm sorry, I made a mistake. And this has an impact. Das machen die Leute ja nicht. Also nicht, wenn sie's ernst meinen. So, ja? Ja, ich gehe mit, ja, aber jetzt mal ernsthaft,
Ey, wenn du aus einer Emotion heraus dein Gegenüber rassistisch beleidigst, sorry, dann trägst du dieses Gedankengut in dir drinne. Punkt. Ja? Also, du kannst mich ja triggern, wie du willst. Da kannst du ein schwarzer Mensch sein, da kannst du, was weiß ich für ein Mensch sein. Ja, dann beleidige ich dich, aber ich würde dich niemals rassistisch beleidigen. What the fuck? Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, egal aus welcher Emotion heraus. Kann mir keiner erzählen. Also, wenn jemand aus einer Emotion heraus, ja, wir reden über Fußball, ist emotional, brauchen wir nicht drüber reden, ja, so, Punkt. Aber wenn du aus der Emotion heraus rassistisch beleidigst, Alter, dann hast du tief in dir drin auch dieses Gedankengut. Das ist mein Take, ja? Und dann wäre es, wenn es dann mal raussprudelt und man merkt selber: „Ach du Scheiße, was habe ich da getan? Ich meine das eigentlich gar nicht so“ oder sonst was, dann wäre es das Mindeste, was Winnie jetzt gerade sagt, das hätte man tun sollen, ja? Aber dass das nicht passiert ist und dass dann der Trainer, Jose Mourinho, dann die ganze Sache auch noch verteidigt, das ist natürlich schon wild, Alter. Ja, sorry. Also, wenn bei uns in der Mannschaft jemand anderen rassistisch beleidigen sollte, Alter, dann brennt München, ja? Es gibt keinen Platz dafür in unserem Verein. Und so sollte das in jedem Verein sein. Sorry. Punkt. On the sentence as well. So the sentence should be A or B. But if you admit that you've made a mistake, there should be an opportunity as well to say that, hey, nobody's perfect. This is also a good step, you know? But we are taking away all these options because we are creating left or right and black and white, and you have to be on one side or on the other side. And actually, the one thing you can't do is punish someone unfairly. And the one thing you can't do is dismiss a person and attack the character of a person who's complaining about something he experienced and something that must be very painful to that person. So there's something that needs to happen. But and I'm just thinking, I'm sorry I'm going on this, but I'm just thinking, you know, when Jose Mourinho is doing the knee slide at Old Trafford, when he goes because he attacked the celebration of Vini Jr., when he goes to the fans in the semi-final Inter Milan against Barcelona, and he goes in front of the Barcelona fans and does his celebration, when he plays against Sevilla with AS Roma, and in that moment he's fighting with the referees, and the referees have to go under protection, leave the country under protection after that game. In that moment, if someone was racist to Mourinho, I would have hoped that all of us would say, stop, it doesn't matter his celebration. Let's listen to what he has to say. And let's defend some simple things, some core things. But again, even in that sense, I like to give context. So I have to still say that I know so many players, and I'm thinking about this situation, who have gone through it, and it's important it's happened to Eto'o, to Samuel Eto'o, it's happened to Mario Balotelli so many times. Okay, so it was their celebration as well? Okay, maybe there were some characters with personality. What if it happens to Patrick Vieira? What if it happened to me? Das spielt keine Rolle, Alter. Das ist kein Take, Alter. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du ein Arschlochmensch bist vom Charakter her. Ja? Man beleidigt ja auch deswegen nicht, oder man bringt doch nicht das Argument: „Ja, ich kann den aber rassistisch beleidigen, weil er ist ein Arschlochmensch.“ What the fuck? Dann sag ihm, dass er ein Wichser ist, dass er ein Arschlochmensch ist doch alles fein, ne? Aber was ich Ich kann es nur wiederholen, Alter. Wenn du auf die Idee kommst, jemanden rassistisch zu beleidigen, um ihn zu verletzen, sorry, dann bist du entweder ein absoluter Drecksmensch, ja, weil du genau weißt, wie sehr du dein Gegenüber damit verletzt, ähm, oder du hast das Gedankengut auf jeden Fall in dir drinne, ja, und dann bist du sowieso dann braucht man nicht weiterreden, ja. Und ja, wie gesagt, Winnie führt's ja gerade aus, es betrifft ja nicht nur
diese Spieler. Ja? Es betrifft jeden dunkelhäutigen Spieler. 20 years ago I was in Sevilla. And then we're going to say, oh, it was 20 years ago. Okay, I was in Betis Sevilla. I was there with Cheick Tiote. Cheick Tiote is a player from Newcastle who died with a heart attack when he went to China. An unbelievable person, like a heart of gold. Both of us were 18, 19. We go to this game, and you have the Betis Sevilla fans going on the fences, singing Ku Klux Klan, doing monkey chants, going on the fences like monkeys. And we played a game. I was happy to. Alter, das musst du dir mal vorstellen. Ja? Das musst du dir mal vorstellen. Das ist eine Katastrophe, Alter. Und wie ich es gerade schon sagte, wir leben ja gerade in einer Zeit, wo man wieder in diese Richtung geht, dass es wieder okay ist. Und es ist ja okay, auf rechter Spacken zu sein, die AfD zu wählen und dann, keine Ahnung, zu verargumentieren, die AfD ist nicht rechts, bla, so, jetzt haltet eure Fresse, Alter. Oh, ey, ich könnte da so viel zu sagen, ich könnte da so Amok laufen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Das sind einfach, ey, dass wir in dieser Zeit leben, ist so traurig, Alter, dass ich das miterleben muss. Ja, wie kann man denn Hass gegen andere Menschen haben, nur weil sie nicht aus deinem Land sind oder eine andere Hautfarbe haben oder eine andere sexuelle Gesinnung haben? Wie kann man das? Wer nimmt sich das Recht dazu auch raus und zu sagen, das sind was? Ey, das ist so traurig. Das macht mich so traurig, diese ganze Geschichte. Ja? Auch die ganze Zeit, in der wir leben, Alter. Meine Güte, ey. Das ist alles so schade einfach. Dass Menschen damit ihre Zeit vergolden. Ja? Menschen vergolden ihre Zeit damit, andere Menschen zu hassen oder denen die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil es denen selber scheiße geht, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie aus einem anderen Land kommen, weil sie eine andere Kultur haben. Ey, da kannst du dich doch nur an den Kopf packen, Alter. Komm doch erstmal mit dir selber klar. Ja? What the fuck? Ey. Scored a goal in that game as well because of this. And it happened back then, so was it my celebration as well? What did I do, and at the same time, I have to note something. It was also one of the most beautiful moments in my career because the Betis Sevilla fans of the General Stadium started to boo against the ultras from Sevilla, from Betis. So you had a. Das ist, was ich vorhin meinte, ne? Es gibt so viele rechte Gruppierungen im Fußball, Alter. So viele rechte Ultra-Gruppierungen, Alter. Das ist so traurig. Junge, ey. Meine Fresse. Ey, bin ich froh, dass das bei uns eher in die andere Richtung geht, beim FC Bayern. Sag ich euch, wie es ist, ey. Junge. Wenn ich da mir so andere Vereine angucke, ich werde ja keine Namen nennen, alles ist gut, ja. Aber es ist so traurig, Alter. Und ja, ich gehe da mit, wenn dann das Stadion gegen die eigenen Ultras pfeift, weil die Spieler rassistisch beleidigen, Alter. Boah, ey. Fight within the stadium of fans who were not happy that the ultras from Betis Sevilla were doing these things, who were protesting, and I found this beautiful because I said, okay, the world is not perfect. You have so many things, so many situations, but at least you have people from the same club fighting because they don't accept this, So it was also a moment. But then you fast forward, and I'm a coach now, not so long ago, and I told you this story not so long ago. I go to Club Brugge, and I played for the national team. I was the captain for the national team. Das ist so traurig, diese Story, Alter, die kommt. And me, my staff, we get called brown monkeys and so on. And after I complain, I see how all of these politics happen again to kill the story. So no consequences, no nothing, and I have a voice. What do you think for the people without a voice? The problem is not necessarily the incident. The problem is how after that everything gets put in motion to basically
sort of, I don't think, I don't, sorry, I'm going because I'm thinking about this as well, but so what you see and what you feel when you grow up with these issues is that somehow, somewhere down the line, this translates into maybe lack of opportunity. Because what happens is that you get pushed further and further away, you get branded more and more into one way, and actually Das ist ja, was ich sagte. Ne? Du kannst das nicht nachvollziehen, Alter. Man kann das als weißer Mensch nicht nachvollziehen. Ja, du kannst. Es gibt immer Sachen, wo du in eine Randgruppe gerätst und so weiter, aber du kannst Rassismus wie ihn schwarze Menschen erleben. Oder dunkelhäutige Menschen. Du kannst es einfach nicht nachvollziehen, Alter. Ja, das ist so. Da braucht auch keiner irgendwas anderes erzählen, Alter. what needs to be done to grow closer together takes a lot of time, takes a lot of effort, but what happens is exactly the contrary. You get put into one, you get pigeonholed into one group, and the other one gets pigeonholed into the other group, and you just grow further apart. And so my thought about this is, and now I'm going to finish on this because you've opened up something for me here, but I'm going to finish on this. In the end, I'm not saying go left and kill or go right and kill. That's not what I'm saying. Deep down, I know I've met 100 people who worked with Jose Mourinho. I've never heard a person say anything bad about Jose. All the players who played with him, they love him. So I understand the person he is. I understand he's fighting for his team, he's fighting for his club, and he's made that decision. And you cannot be a bad person and have all the ex-players you've had talk so positively about you. So I know he's a good person. I don't need to judge him as a person, but I know what I've heard. So, and I understand maybe what he's done, but he's made a mistake. And it's something that hopefully in the future won't happen like this again, and that we can move forward and Ja, können wir nicht. Also erstmal weiß ich nicht, gehe ich mit seinem Take so, ja. Mourinho kann man mögen, muss man nicht mögen. Alles, was ich so mitgekriegt habe, ja, habe ich auch nie einen Spieler gehört, der irgendwie ein schlechtes Wort über Jose Mourinho irgendwie groß erzählt hat. Ist natürlich eine polarisierende Figur und ja, er verteidigt immer sein Team, immer seine Spieler, auch in übertriebenem Maße. Aber wie gesagt, wenn es um Rassismus geht, dann muss auch mal eine Grenze gezogen werden. Ja. Und ja, dann hat er da einen Fehler gemacht, so, ja. Und dann muss er den aber auch gerade rücken. Ja. grow and hopefully Was er jetzt sagt, ja, dass man daraus lernt und es in Zukunft besser macht. Ja, das sehen wir ja gerade, dass sich die Gesellschaft nicht in diese Richtung entwickelt. yeah, I mean, look at the things that we can do together rather than the things that always constantly separate us. Yeah. Ja, schönes Schlusswort, gehe ich 100%ig mit. Super wichtiges Thema, Leute. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, was heißt ich hoffe, wenn ihr ein Rassist seid, verpisst euch hier vom Channel, Alter. Ganz einfache Kiste. So, das ist mein Take. Ja, da habt ihr hier nichts zu suchen. Und nochmal, wenn ihr eure Energie darauf verschwendet oder die Menschen, die ihre Energie darauf verschwenden, andere Menschen zu hassen, I don't know, dann läuft in deren Leben eine Menge falsch. Leider wird vieles vorgelebt und es werden Sachen erzählt, getan, gemacht, die nicht der Wahrheit entsprechen, um diese ganzen Geschichten zu schüren. Und wenn man sich die aktuelle Weltpolitik ansieht, dann sieht man ja, dass überall mehr und mehr die rechten Parteien, rechtes Gesinnungsgut auf Vormarsch ist. Und wie ich schon sagte, es ist ja gerade trendy, ein rechter Idiot zu sein oder dich als super beeinflussbarer junger Mensch in diese Bubble zu begeben. Das ist traurig. Ja. Ich bleibe dabei. Ich könnte da jetzt auch noch tiefer reingehen in das Thema, aber wir belassen es dabei. Ich denke, die Schlussworte von Vinny waren gut und von daher. Okay. Thank you very much.
Yeah, sorry, thank you. Danke, Vinny. Okay. Bis morgen. Ja. Und damit beende ich das hier auch. Leute, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.